Ja, hi Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Let's Play Splinter Cell 1, also das allererste Splinter Cell. Ich habe ja eine Umfrage gemacht und die meisten bis jetzt haben schon irgendwie 6 Stück oder so gesagt, sie finden es eine gute Idee, und bis jetzt noch keiner, es wäre scheiße, also dachte ich mir, ich fange schon mal an, weil ich sowieso schon Bock drauf habe. Spiel starten, und zwar mache ich mir ein neues Profil. Spielername nennen wir uns Splinter Haas. Schwierigkeit normal, weil ja, sollte ich reichen. Erstellen. Seine Reise nach Georgien abgesagt, nachdem der Präsident des Landes durch ein Attentat einer abchasischen Separatistenorganisation ums Leben kam. Die aufflammenden Gefechte in den Regionen Abkhazia und Südossetia haben die Hoffnungen Georgiens auf Integration in westliche Bündnisse. Dem Industriemagnaten Combine Nikoladze gelang es heute, sich in einem gewaltlosen Staatsstreich die Präsidentschaft zu sichern. Der charismatische Milliardär plant, innerhalb der nächsten Tage Wahlen abzuhalten, die ihn im Amt bestätigen sollen. Er verspricht seiner Bevölkerung beste Beziehungen zum Westen und zu Amerika, sowie Wohlstand für alle. Wurde Glasfasertechnik in Landstrichen Osteuropas verlegt, in denen es vor Jahren nicht einmal Telefone gab. Diesen technologischen Sprung nach vorne verdankt die Region Informationsnationen wie den Niederlanden und Georgien, wo Der Vizepräsident nannte seinen Besuch eine Ehre. Er lobte den georgischen Präsidenten Combine Nikoladze als einen Mann mit Gespür für die Zukunft der Welt. Ja, keine Ahnung, was die Cutscene nicht wollte. Egal, wir starten einfach mal die Game. Fischer, du warst ja schneller hier als ich. Ich bin gern früh da. Hallo, Colonel. Keine Sorge, der Raum ist absolut sauber. Lambert? Schön, dich zu sehen. Und bei der NSA? Ist alles in Ordnung? Es geht. Die sind sich irgendwie nie einig, was ich wissen darf und was nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Wir lassen nie eine Person alles wissen. Daher müssen wir alle zusammenarbeiten. Obwohl ich da draußen allein bin? Du wirst uns mehr Daten senden, als du dir vorstellen kannst. Wir stehen über dein Ohrimplantat und das OPSAT in Verbindung. Läuft das Training auch so ab? Ja. Sorry dafür, dass ich dich über den Kurs hetze. Ich weiß, dass du gut trainiert bist. War seit Jahren nicht im aktiven Dienst. Mag sein, aber sowas verlernt man nicht. Ist wie mit dem Radfahren. Oder mit den hohen Absätzen. Sei vorsichtig, Fischer. Jedes unserer Worte wird überwacht werden. Du weißt, wie nervös die hohen Tiere in Bezug auf die Fifth Freedom sind. Gib mir Mühe. Gib dir viel Mühe. Third Echelon ist ein Experiment. Deine Missionen werden entscheidend dafür sein, ob die NSA in Zukunft weiter Offensivmissionen durchführt. Wir sehen uns auf der anderen Seite des Kurses. Okay, Sam, fangen wir an. Kannst du mich hören? Gut. Dann scheinen die Implantate ja zu funktionieren. Also, die Techniker wollen jetzt deine Ausrüstung kalibrieren. Kannst du dich in Richtung der Notbeleuchtungslampe an der Wand zu deiner Linken drehen? Klasse. Jetzt die zu deiner Rechten. Okay, das gleiche Spiel jetzt vertikal. Such an der Decke nach einer weiteren Lampe. Ausgezeichnet. Jetzt such auf dem Boden nach einer Lampe. Okay, Fischer, bringen wir das so schnell wie möglich hinter uns. Wir fangen langsam an. Kletter auf das Becken. Okay, zuerst kommt natürlich ein bisschen Tutorial-Level, einfach um die Steuerung zu erklären. Aber naja. Was ist da gestanden? Um die so. So, das Spiel ist halbwegs blind, halbwegs nicht. Ich hab's mal fast bis zum Ende durchgespielt. Allerdings... Wir lassen dich hier dein Ding durchziehen. Vor dir befindet sich ein einfacher Angriffskurs. Ich melde mich, wenn du durch bist. Redet er mir einfach rein.
Jedenfalls war das aber auf dem GameCube und schon weiß nicht wie lange her. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, wie die Missionen sind und alles. Das heißt, es ist mehr blind als was anderes. Um ein Seil zu benutzen, nein, das wollte ich nicht. Springe daran. Juhu. Das Spiel hat natürlich auch noch nicht die übertriebenste Grafik, aber ich meine, das Spiel ist auch relativ alt, also für die Zeit ist es ziemlich gut entwickelt und alles. So, einen Spagatsprung machen. Um einen Spagatsprung zu machen, Umschalt drücken, Sprung erneut drücken, besser, okay. Also. So. Was bringt mir das jetzt? Hier wohl nix, aber naja. Weiter geht's. Um sich an einen Balken oder Rohr entlang zu hangeln, ja, das war ja klar. Ein typischer Sam Fisher Move. Und hüpp. So, Splinter Cell finde ich allgemein saugeil. Die alten sind wirklich extrem cool gemacht mit dem Schleichen und allem. Das Neuere ist ja ein bisschen weniger mit Schleichen, aber es ist auch cool auf seine Art. Nur im Moment habe ich ehrlich gesagt mehr Lust auf die alten Splinter Cells. So, sie sind einfach ein bisschen, wie soll ich das jetzt sagen? Es ist ein bisschen mehr mit Aufpassen. Also, ja. Man muss ein bisschen mehr schauen, dass die Gegner dich nicht bemerken. Im Conviction kann man immer noch gut eigentlich durchkommen, auch wenn man bemerkt wurde. Das ist hier weniger der Fall. So, und jetzt kommt's. Gute Arbeit, Fischer. Sobald du herausgefunden hast, wie du über das Tor kommst, beginnen wir mit dem Training für die Geheimoperationen. Coolster Wandsprung ever. Yeah. Das ist ja mal ein cooler Super Mario. Und Ladevorgang. So, ich hoffe, ich schaffe in dem Part das Tutorial-Level. Weiter geht es mit den verdeckten Operationen. Dein Ziel ist es, das Areal zu durchqueren, ohne entdeckt zu werden. Netterweise haben sich einige der CIA-Ausbilder bereit erklärt, Opfer zu spielen. Opfer. Okay, das war unnötig. Also, drücken Sie Leertaste. Die nächste Tür ist verschlossen, Sam. Du musst deine Dietriche benutzen, um da reinzukommen. Okay. So, so und Linksklick irgendwie so. Ach so, ja. Auf dem PC ist Schlösser knacken extrem einfach. An den Konsolen muss man, glaube ich... Der Mann, der die Tür bewacht, hat den Code und den Befehl, nicht zu kooperieren. Überzeuge ihn vom Gegenteil. Logisch. Bei der Konsole, jedenfalls beim GameCube, musste man mit dem Joystick die richtige Richtung drücken halt. Ja, im PC ist es ein bisschen einfacher, da muss man einfach die richtige Taste mehrmals drücken. Hi. Du wirst es mir nicht leicht machen, was? Nicht so fest, das tut weh! Tut mir leid. Wie lautet der Türcode? 28469! War ein Vergnügen, mit dir zu arbeiten. Gleichfalls! 28469. 28469. Die nächste Tür verfügt über ein Retina-Scan-Schloss. Die Dinger sind nicht teuer und fast unmöglich zu hacken. Glücklicherweise braucht man nur das richtige Auge vom Scanner. Für gewöhnlich das eines Offiziers.
Bewege den Herrn vor dir dazu, die Tür für dich zu öffnen. Also ein Netzhautscanner. Also wie man das so schön kennt aus manchen Filmen. Bitte komm. Und Tür offen. Und gute Nacht. Meldung machen. Nun zum Thema Unauffälligkeit. Die erste Waffe deiner Wahl sollte Unauffälligkeit und erst die letzte deine Kanone sein. Auf deinem Anzug befinden sich Fotozellen, die mit deinem Offset verbunden sind. Bei einem Wert von 0 bist du ein Schatten. Bei 4 ein Weihnachtsbaum. Also damit ist gemeint... Okay, kurz warten. Damit ist gemeint, diese Anzeige da unten rechts. Wenn ich hier bin, ist es ja so... Ja, Mitte. Ja, nicht gerade, aber je weiter rechts diese Anzeige ist, desto sichtbarer bin ich. Ganz links bin ich unsichtbar praktisch. Okay. Die Pistole auswählen. Wie kann ich das jetzt benutzen? Wie geht das? Rechts befindet sich bla bla bla. Sie zerschießen. Okay. Drück sie E. Okay. So. Lampen zerschießen und voll daneben. Okay, es ist zwar ein bisschen unrealistisch, dass was geht? Hey. Hey, das glaube ich ja nicht. Come on. So, jetzt. Es ist zwar unlogisch, dass die Lampe mich jetzt, die Kamera... Nein, warte jetzt. Es ist logisch, dass die Kamera mich jetzt nicht sieht, aber es ist ein bisschen unlogisch, dass es nicht auffällig ist, dass plötzlich die Lampen zerschossen werden. Aber egal, und jetzt kommt die Nachtsicht. Etwas, das berühmt ist in Splinter Cell. Bei jedem Splinter Cell sieht man auf dem Cover immer dieses Nachtsichtgerät. Ja, wenn ich die Kameras treffe, Sam ist ja in dem Spiel ein bisschen schlecht, was Schießen angeht. So, jetzt. Okay. Manchmal musst du dich im Dunkel der Schatten halten und deine Bewegungen exakt abstimmen, um an den Kameras vorbeizukommen. Okay. Abwarten, bis der wieder nach links schaut. Schnell weiter. Schalte die Wache im Korridor aus und verstecke sie, bevor eine der anderen Wachen sie entdeckt. So. Da hinten ist auch schon die zweite. Ja. Verstecken macht man am besten im Dunkeln. Und Okay, Fischer. Wir schicken die andere Wache, um deine Arbeit zu beurteilen. so, dieser Part wird wohl ein bisschen länger, weil ich will eigentlich das Tutorial-Level im ersten Part machen, damit die, die es gar nicht interessiert, den zweiten Part direkt anklicken können dann. Das heißt, der Part wird wohl etwa so 18 Minuten, schätze ich jetzt mal. Wechseln Kanäle.
Gut, Sam. Es ist wichtig, dass wir unentdeckt bleiben. Wenn es uns gelingt, Beweise für deine Aktivitäten verschwinden zu lassen, ist dies von größtem Nutzen für uns alle. Ich glaube, jetzt muss ich gar nicht da lang, sondern hier. Genau. Im nächsten Gang versuchen wir dasselbe mit Geräuschen. Wir haben einige Mikros versteckt. Okay. Also, das ist auch extrem geil gemacht. Material wie Holz macht mehr Lärm als jetzt zum Beispiel Teer oder so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Straßen gehe, macht das nicht so viel, macht das nicht so viel Lärm, wie wenn ich jetzt auf Holz laufe. Oder wenn ich jetzt hier an diese Ketten kommen würde, macht das auch Lärm. Das ist halt extrem geil gemacht, meiner Meinung nach, weil da muss man dann immer aufpassen, je nachdem welches Material, dass die Wachen einem nicht bemerken. Oder jetzt hier Papier, muss man auch schön immer langsam gehen, damit es kein Geräusch macht. Hast Das du ist schon extrem angefangen? geil, finde ich. Fischer! Alter Schwede, du bist am Ende. Großartig, wir machen weiter. So, und weiter geht's. Was kommt jetzt gleich noch? Ja, es ist fertig. Okay, gut. Das muss er sein. Ja. Sam Fisher? Darf ich dir Vernon Wykes Jr. vorstellen? Hallo. Hey, ich habe Geschichten über dich gehört. Hoffe, du bist nicht sauer. Hab ihm von deinen Kuwait-Missionen erzählt. Sind doch eine Familie. Genau. Vernon arbeitet schon lange für die NSA. Er wird Fahrzeuge, Flugzeuge und Waffen für dich organisieren. Er ist für deine Versorgung verantwortlich. Großartig. Ja, Mann. Kannst es bestimmt nicht erwarten, wieder in den Einsatz zu gehen, was? Ist halt meine Spezialität. Genau, was wir brauchen. Willkommen bei der NSA. Ich bin mir sicher, dass wir fabelhaft zusammenpassen werden. Third Echelon ist ein neues Projekt. Wir müssen vielen Leuten etwas beweisen. Okay. Ihr beiden seid unser erstes Team im Bodeneinsatz. Gebt alles. Wir wollen stolz auf euch sein. Willkommen bei der NSA. Juhu. Okay, und damit beende ich auch den ersten Part nach dem Tutorial-Level und im nächsten Part geht es dann gleich los mit der ersten richtigen Mission. Bis dann.